aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z, was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. K wie Kemenate. Mehr als nur ein Frauengemach. Viele denken bei diesem Begriff sofort an das Frauengemach, an gestrickte Wandbehänge, sanfte, laute Musik und eine edle Dame, die am Fenster sitzt, während draußen der Ritter auf sein Pferd steigt. So weit, so kitschig, siehe rechts. Aber war die Kemenate wirklich ausschließlich ein Rückzugsort für Burgfräulein? Oder steckt dahinter vielleicht etwas ganz anderes und vor allem etwas Wärmeres? Tatsächlich gehört die Kemenate zu den am häufigsten missverstandenen Räumen mittelalterlicher Burgen. Ursprünglich war sie nämlich vor allem ein beheizbarer Wohnraum. Ein echter Luxus, wenn man bedenkt, dass nicht alle Burgräume geheizt wurden. Vor allem im Winter war deren Nutzung eher nur eingeschränkt möglich. Und hier wird es spannend. Auf manchen Burgen gab es nur eine Kemenate, aber keinen Palas. Also keinen großen Repräsentationsbau. Das war keineswegs ein Fehler in der Bauplanung, sondern lag oft an der Funktion der Burg selbst. Kleinere Adelsburgen oder Wachposten brauchten keinen großen Festsaal, sondern lediglich einen sicheren und warmen Aufenthaltsort, und genau das bot die Kemenate. Hier eine schematische Darstellung, links der klassische Palas mit großen Fensteröffnungen für den Saal und rechts die Kemenate, gemütlich mit Fensterläden, Kaminen, offenen Öfen und so weiter. Natürlich in der Mitte der Bergfried, der natürlich nicht fehlen darf. Heute schauen wir uns diesen besonderen Raum etwas genauer. Seine Bauweise, seine Nutzung und auch warum er später vor allem mit Frauen in Verbindung gebracht wurde. Eins ist sicher, die Kemenate war vieles, aber bestimmt nicht nur ein mittelalterliches Schlafzimmer mit Spitzendeckchen. Was genau ist eigentlich eine Kemenate? Der Begriff stammt vom lateinischen caminata, was so viel bedeutet wie ein Raum mit Kamin, also ein beheizbarer Wohnraum. Und das war im Mittelalter ein echtes Privileg, denn in den meisten Burgen war es, nüchtern gesagt, kalt und zugig und feucht. Die Kemenate war also kein sagenumwobener Rückzugsort von Burgfräulein, sondern in erster Linie ein Raum mit fester Feuerstelle oder Ofen. Ein Ort der Wärme, dort wo man sich gern aufhielt, besonders in der kalten Jahreszeit. Anders als oft angenommen, war die Kemenate nicht ausschließlich den Frauen vorbehalten. Sie diente allen, die Wert auf einen warmen und sicheren Aufenthalt legten. Dem Burgherrn, Gästen, Geistlichen oder auch der Verwaltung. Interessant ist auch die bauliche Einordnung. Wenn es auf der Burg bereits einen Palas, also einen repräsentativen Saalbau gab, dann war die Kemenate oft ein separates Gebäude. Meist kleiner, schlichter, aber mit Ofen und Kamin. In vielen Burgen allerdings ersetzte die Kemenate den Palas vollständig. In solchen Fällen war sie der zentrale Wohnraum der gesamten Burganlage. Also Wohnraum, Arbeitsraum, Schutzraum zugleich. Weniger bekannt ist, dass sich dieser Begriff auch in Ortsnamen erhalten hat, etwa in der Stadt Kemnath im Landkreis Tirschenreuth. Der Ortsname leitet sich sprachgeschichtlich tatsächlich vom selben Ursprung ab, von einem Ort mit Feuerstellen oder einem bewohnten Platz mit beheizbaren Gebäuden. Solche Namensgebungen entstanden häufig im Hochmittelalter als dauerhafte bewohnbare, beheizbare Siedlungen gegenüber einfachen, unbeheizten Wirtschafts- oder Schutzbauten besonders hervorgehoben wurden. Hier ein Blick auf die Stadt Kemnath im 17. Jahrhundert. Kurz gesagt, eine Kemenate war schlicht ein Raum mit Feuerstellen. Und das war damals so begehrt wie eine Fußbodenheizung. Und genau deshalb ist die Kemenate ein faszinierendes Kapitel mittelalterlicher Bau- und Alltagsgeschichte. Schauen wir uns ein paar Beispielburgen mit sogenannten Kemenaten an. Die Burg Ziegenrück liegt auf einem Felssporn oberhalb der Saale im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Sie wurde vermutlich im 12. Jahrhundert als Grenz- und Kontrollburg errichtet und diente dem Schutz eines wichtigen Saaleübergangs sowie der Sicherung regionaler Handelswege.
Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Burg 1265. Im Mittelalter war sie Sitz verschiedener Adelsgeschlechter, darunter der Herren von Nogdeburg oder später der Vögte von Gera. Die strategisch günstige Lage macht sie zeitweise auch zu einem regionalen Verwaltungszentrum. Die ursprüngliche Anlage umfasst einen Wohnturm, Wirtschaftsgebäude und eine Ringmauer. Ab dem 14. Jahrhundert wurde der Wohnturm zunehmend als Kemenate bezeichnet. Ein Begriff, der sich auf einen beheizbaren Raum bezieht und im Mittelalter oft für die bessere ausgestattete Wohngebäude innerhalb einer Burganlage verwendet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Burg mehrfach umgebaut und erweitert, unter anderem im Stil der Spätburg. Nach dem Dreißigjährigen Krieg verlor sie an Bedeutung und verfiel teilweise. Im 19. Jahrhundert wurde ein Teil der Ruine in ein Wohnhaus integriert. Die Burg befindet sich heute im Privatbesitz und ist nicht zugänglich. Die Burg Geilenreuth liegt oberhalb des Wiesentals in der Fränkischen Schweiz und wurde vermutlich im 13. Jahrhundert zur Kontrolle des Tals und der nahen Verkehrswege errichtet. Sie diente als Ministerialenburg und wurde mehrfach erweitert und befestigt. Besonders auffällig ist, dass die Burg 2 Kemenaten besaß, also 2 getrennte beheizbare Wohnbauten innerhalb der Anlage. Dies deutet auf die Nutzung durch mehrere Parteien oder Familien hin. Die vordere Kemenate, die heute noch erhalten ist, zeigt eine Besonderheit. Ihre dem Vorburgbereich und damit der Angriffsseite zugewandte Ecke ist abgerundet, vermutlich als Maßnahme zur besseren Verteidigung und zur Ablenkung von Geschossen. Die hintere Kemenate befand sich im rückwärtigen inneren Bereich der Kernburg. Sie wurde leider am Ende des 19. Jahrhunderts wegen Baufälligkeit abgetragen, was einen bedeutenden Verlust für das historische Ensemble darstellt. Die Hauptburg befindet sich im Privatbesitz und ist nicht zugänglich. Die Burg Rheinstedt-Links, gelegen in Thüringen, entstand vermutlich im 12. Jahrhundert als kleine Burg zur Sicherung von Verkehrswegen. Sie diente zunächst als Sitz lokaler Adliger, später als Amtssitz. Im 14. Jahrhundert wurde der Wohnturm erstmals als Kemenate bezeichnet. Ein Hinweis auf seine Nutzung als beheizbarer Raum. Heute sind nur noch Reste der Anlage erhalten. Die Burg Orlamünde, rechts, ebenfalls in Thüringen gelegen, wurde um 1060 erbaut und war Stammsitz der Grafen von Orlamünde. Im Hochmittelalter wurde sie zu einer bedeutenden Anlage mit Palast, Bergfried und Wohnbauten ausgebaut. Ab dem 14. Jahrhundert wurde der dortige Wohnturm ebenfalls als Kemenate bezeichnet, in Anlehnung an die Funktion als beheizbarer, komfortables Wohngebäude. Die Burg ist heute zugänglich und von ihr ist hauptsächlich die Kemenate erhalten. Die Legende vom Frauengemach. Wenn heute von einer Kemenate die Rede ist, denken viele sofort an das klassische Bild aus den Märchen- und Mittelalterfilmen. Die edle Burgfrau sitzt stickend am Fenster, während draußen der tapfere Ritter in glänzender Rüstung für Ehre und Land kämpfen. Klingt schön, aber historisch ist das eher ein moderner Mythos als mittelalterliche Realität. Die Vorstellung von der Kemenate als reinem Frauengemach stammt nämlich nicht aus dem Mittelalter selbst, sondern entstand viel später, vor allem im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Mittelalterromantik. Romane wie Lichtenstein von Wilhelm Hauff oder Märchenillustrationen dieser Zeit prägten das Bild der zarten Dame im Turm. Dazu kamen ältere Burgenführer und populäre Geschichtsbücher, die aus Unwissen oder Vereinfachung heraus begannen, jeden beheizbaren Raum zur Frauenstube zu erklären. In Wahrheit war die Kemenate, wie wir gesehen haben, ein beheizbarer Aufenthaltsraum, der vor allem genutzt wurde. Frauen, Männer, Gästen, Geistlichen, sogar der Verwalter saß hier, wenn es draußen stürmte. Der Mythos vom exklusiven Frauengemach hat also mehr mit Laternenromantik als mit Quellenlage zu tun und macht deutlich, wie wichtig es ist, Begriffe historisch einzuordnen, bevor man sie bebildert. Beweise und Beispiele, was die Kemenate wirklich war. Wenn wir herausfinden wollen, was eine Kemenate wirklich war, müssen wir dahin schauen, wo es konkret wird. Archäologische Befunde, alte Baupläne und historische Quellen. Tatsächlich hatten viele Burgen mehrere Kemenaten, ob hintere oder vordere Kemenate genannt. Es waren beheizbare Wohnräume, die je nach Bedarf als Schreibstube, Ratszimmer oder Empfangsraum dienten. Mit dem Klischee vom reinen Frauengemach hat das wenig zu tun.
Ein schönes Beispiel ist die Burg Trausnitz in Landshut. Dort findet sich eine prachtvoll ausgestattete Kemenate mit Kamin, repräsentativ und vielseitig genutzt. Oder die Marksburg. Hier gibt es gleich mehrere kleinere beheizte Räume, etwa die Schreibstube, allesamt funktionale Räume des Burgalltags. Und hier sehen wir die Wittelsbachische Burg Trausnitz, also eine Residenz der bayerischen Herzöge von Niederbayern. Eingerahmt ist hier der Bereich der früheren Kemenate, die heute im Fürstenbau aufgegangen ist. Und hier ein Blick in die sogenannte Kemenate der Marksburg. Und dann wäre da noch die gute Stube. Ein Begriff, den viele mit Gemütlichkeit und Holzvertäfelung verbinden. Genau das findet man auch in der Kemenate auf Burg Loppa im Vorarlberg. Der dortige Raum ist nahezu original erhalten, mit Vertäfelung, Kamin und Fenstern und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Ein echtes Wohnzimmer des Spätmittelalters und noch heute spürbar authentisch. Hier die Burg Loppa, auch Neu-Ems genannt, und rechts der Blick in die Kemenate bzw. in die sogenannte Stube. Auch alte Haushaltsbücher und zeitgenössische Berichte zeigen: Die Kemenate war zentraler Wohn- und Arbeitsraum, beheizt, geschützt und keineswegs nur der Stickplatz für edle Damen. Kurz gesagt, die Kemenate war das warme Herz der Burg. Praktisch, vielseitig begehrt und definitiv mehr als nur ein mittelalterliches Märchenzimmer. Noch ein schönes Beispiel: die Burg Alt-Schönfels in Sachsen und rechts eine wirklich wunderbare Stube in der Kemenate mit offener Feuerstelle und reich verzierter Holzvertäfelung. Fazit: Die Kemenate, mehr als ein Frauenzimmer. Die Kemenate war kein exklusiver Mädelsclub, sondern schlicht der beheizbare Raum in einer sonst eher kalten und funktionalen Burganlage. Und genau deshalb war sie so begehrt. Wer dort rein durfte, hatte es warm, unabhängig von Geschlecht, Stand oder Aufgabe. Ob als Wohnraum, Schreibstube, Ratszimmer oder Gästequartier, die Kemenate war vielseitig nutzbar, oft gut ausgestattet und manchmal der repräsentativste Bau der ganzen Burg. In kleinen Anlagen ersetzte sie sogar den Palast, den großen Saalbau. Die romantisierte Vorstellung vom Frauengemach ist also ein Produkt späterer Jahrhunderte, entstand durch Literatur, Märchen und ein bisschen Wunschdenken. Die echte Kemenate dagegen erzählt vom Alltag, vom praktischen Komfort und vom Wert der Wärme im Mittelalter. Kurz gesagt, ein Raum mit Geschichte und ganz ohne Klischees. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.